Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Kapitel der deutschen Geschichte, das viele Emotionen hervorruft. Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland kurz BRD und der Deutschen Demokratischen Republik kurz DDR war ein bedeutendes Ereignis. Diese Teilung prägte das Leben der Menschen in Deutschland über Jahrzehnte hinweg. Aber beginnen wir von vorne. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde Deutschland in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Diese Zonen wurden von den alliierten Mächten USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich verwaltet. Die politischen Differenzen zwischen den Alliierten führten schließlich zur Gründung zweier deutscher Staaten im Jahr 1949. Die BRD im Westen stand unter starkem Einfluss der westlichen Mächte, während die DDR im Osten unter dem Einfluss der Sowjetunion stand. Und das hatte massive Auswirkungen auf die Lebensweise der Menschen. In der BRD entwickelte sich eine Marktwirtschaft, während die DDR eine Planwirtschaft hatte. Die Berliner Mauer, die 1961 errichtet wurde, ist ein Symbol dieser Teilung. Sie trennte nicht nur Ost- und West-Berlin, sondern auch Familien und Freunde. Viele Menschen versuchten, aus der DDR in die BRD zu fliehen, was oft lebensgefährlich war. Ja, es gab viele tragische Geschichten von Fluchtversuchen, die nicht immer erfolgreich waren. Die Mauer fiel dann schließlich am 9. November 1989, ein historisches Ereignis, das viele Menschen bis heute bewegt. Die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 war der nächste große Schritt. Aber es war auch ein langer und schwieriger Prozess. Beide Teile Deutschlands mussten lernen, wieder zusammenzuwachsen, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Viele Menschen in der ehemaligen DDR fühlten sich benachteiligt und hatten Schwierigkeiten, sich an das neue System anzupassen. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind auch heute noch spürbar, obwohl sich vieles verbessert hat. Die Wiedervereinigung war zweifellos ein Segen, aber sie brachte auch Herausforderungen mit sich. Ein Beispiel ist die Arbeitslosigkeit, die in den neuen Bundesländern lange Zeit höher war als im Westen. Aber es gab auch viele positive Entwicklungen, wie die Verbesserung der Infrastruktur und den kulturellen Austausch. Das ist wahr. Die Menschen in Deutschland haben in den letzten Jahrzehnten viel geleistet, um die Einheit zu stärken. Und die Geschichte der Teilung und Wiedervereinigung ist ein wichtiger Teil der deutschen Identität geblieben. Jetzt möchten wir von euch, unseren Zuhörern, wissen: Welche persönlichen Geschichten oder Erfahrungen habt ihr mit der deutschen Teilung? Schreibt uns gerne eure Gedanken und Erlebnisse.